Das Geistige und das Materielle sind nur verschiedene Erscheinungsformen einer einzigen umfassenden Wirklichkeit. Diese Auffassung vertrat der Philosoph Baruch de Spinoza schon im 17. Jahrhundert. Und Albert Einstein ergänzte: Je besser man das Wirken des Universums versteht, umso näher kommt man Gott. Ob dem so ist, das frage ich meine Gäste heute. Es sind das Ehepaar Frieder Mann und Christine Mann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Christine Mann, waren Sie eigentlich in der Schule gut in Physik? Ja, so gut, dass ich zum Schluss sehr oft in Mathematik und Physik fehlen durfte und stattdessen Streichquartett spielen durfte, um fürs nächste Schulkonzert zu üben. Da haben Sie wahrscheinlich ganz vielen, ich denke vielleicht besonders auch Frauen, etwas vorausgehabt. Ihr Vater war der berühmte Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Standen Sie gewissermaßen unter Druck, in den Naturwissenschaften gut zu sein, oder kam das ganz selbstverständlich? Nein, überhaupt nicht. Es hat mich einfach von Anfang an interessiert. Es gab eine Schwester, die es nicht interessiert hat und so. Das war munter verteilt über die Familie. Wie war das bei Ihnen, Frieder Mann? Sie kommen aus der großen Schriftstellerfamilie, sind der Enkel von Thomas Mann. Ihre beiden Eltern sind Musiker. War bei Ihnen ein Interesse da für Naturwissenschaften als Jugendlicher? Damals noch überhaupt nicht. Das ist etwas, was erst viel später, als ich dann in Europa war, nicht nur als Kind, da noch gar nicht, sondern als Erwachsener. Und eigentlich besonders dann, als ich Christine kennengelernt habe, im Hause Heisenberg, so ein- und ausging. Und auch ein bisschen ein Gegenstück zu der mich nicht sehr zufriedenstellenden Theologiestudium gesucht habe und auch gefunden habe. Und da habe ich mich erst angefangen mit Physik, besonders mit Quantenphysik, zu befassen. Sie sind ja in den USA geboren worden, haben dann in Deutschland und in der Schweiz auch studiert. Ja. Zunächst Musik, dann Theologie und dann auch noch Psychologie. Wie viel haben Sie denn jetzt in Ihrer Auseinandersetzung mit Werner Heisenberg und auch mit Christine Mann von der Quantenphysik verstanden? Also es war immer sehr schwer, das zu verstehen. Das ist eine sehr komplizierte Sache. Das kann ich jetzt heute noch sagen. Wir sind ja schon jetzt 5 Jahre lang in einem Gesprächskreis, wo auch ein Quantenphysiker maßgeblich an dem Kreis mitwirkt. Und ich lerne jetzt noch von Monat zu Monat immer wieder neu dazu. Ich bilde mir ein, schon damals mit 25 schon einiges verstanden zu haben und auch in Zuordnung zu philosophisch-theologischen Grundfragen entdeckt zu haben. Aber es ist ein riesiges, weites, interessantes Feld, was eben auch sehr viele Menschen davon abhält, sich dann wirklich damit zu befassen, weil es so kompliziert ist. Aber es ist eben wichtig. Für Menschen wie mich ist es ja schon schwierig, sich mit dem Atommodell auseinanderzusetzen und sozusagen mit dem Newtonschen Weltbild überhaupt irgendwie zurechtzukommen. Christine Mann, kann man anhand von dieser Struktur hier kurz erklären, was das Atommodell ist, wie Sie es noch im Gymnasium gelernt haben und wie ich es auch noch gelernt habe? Ja, das ist anhand dieses Modells schon ziemlich schwierig, weil das Atommodell, was wir in der Schule gelernt haben, bedeutet, es gibt einen Kern, der besteht aus Protonen und Neutronen. Und darum kreisen lauter Elektronen. Und natürlich haben wir uns vorgestellt, das sei alles richtige, so quasi Materiekügelchen, so noch kleiner als Sandkörnchen, so ungefähr. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich dann mal gesagt habe, das ist ja wie das Planetensystem. Ja, ja, und so. Das ist einfach, inzwischen weiß man, dass das Unsinn ist, nicht? Während hier, das sieht ja so aus, als wären viele Kerne zusammen. Das könnte man eher als ein Molekülmodell sich vorstellen, denn als ein Atommodell. Und das Atommodell war ja im 19. Jahrhundert, hat sich das Denken so allmählich durchgesetzt, dass es die Atome gibt und dass es dann diese chemischen Elemente gibt. Und das war für die Chemie sehr wichtig. Und in der Physik hat man dann wissen wollen, wie das funktioniert. Und das hat dann eben zur Quantenphysik geführt, weil man gemerkt hat, dass es alles doch noch mal sehr anders ist, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Also das heißt auch, man muss eigentlich laufend seine Vorstellungen erweitern. Ja, ja. Und es wird eigentlich laufend ein bisschen abstrakter. Ich finde es nicht so kompliziert, wie du es jetzt dargestellt hast. Ich wäre dir fast ins Wort gefallen. Aber es ist
sehr faszinierend, dass es also unterhalb der atomaren Ebene, also man hat inzwischen festgestellt, dass die Atome durchaus teilbar sind, aber dann ist es nicht mehr diese Materie, sondern es ist dann sind Energiekonzentrationen in einem größeren Feld. Und diese Energiekonzentrationen, die sind so stark, dass sie dann Materie bilden und sehr beharrlich sind. Aber die Elementarteilchen selbst, die sind großenteils auch eben gar nicht genau lokalisiert. Sie sind etwas, was wir mit den Bildern umschreiben, ein Teilchen oder eine Welle. Also diese Uneindeutigkeit, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ja. Mir fällt natürlich auf, auch wenn ich über Ihre Biografien etwas recherchiert habe, Sie haben Theologie studiert, Sie hatten einige Semester Theologie studiert. Da ist also nicht nur die Naturwissenschaft und bei Ihnen jetzt die Musik, was Sie interessiert, sondern auch sozusagen, was hat das Ganze dann für Auswirkungen oder was hat das für Konsequenzen auf unser Denken. Aber vielleicht zunächst einmal die Frage, wie religiös sind Sie beide eigentlich aufgewachsen? Also ich selber bin ja ganz merkwürdigerweise in den USA, wo ich bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern aufgewachsen bin. Da war nie keinem Sterbenswörtchen die Rede von Religion, nicht mal von Ethik, Moral, nichts. Ich habe das erst viel später erfahren, dass ich quasi auf Wunsch meines Großvaters mit allen anderen Mitenkeln getauft worden bin von der Unitarischen Kirche, dann wieder eine ganz eigene Was ist das für eine Gruppe. Kirche? Das ist eine Kirche, hat in Amerika eine Verbreitung immer noch, aber damals schon gehabt, die ähnlich wie die Quäker sehr offen, sehr tolerant sind, wo das Gewissen des Menschen im Mittelpunkt steht, also ohne Dogmen. Ob das jetzt nun auch überhaupt christlich ist oder nicht christlich, ist noch sehr offen. Unitarisch heißt, es lehnt schon seit Bestehen dieser Gemeinschaft, seit einigen Jahrhunderten, lehnt die Dreifaltigkeit völlig ab. Es gibt nur einen Gott und fertig. Und Jesus ist ein Prophet und etwas anderes eben nicht. Und diese Glaubensgemeinschaft gab es in Kalifornien. Und als meine Großeltern von Princeton an der Ostküste nach Kalifornien umzogen, haben sie sehr schnell mit den Unitariern Kontakt aufgenommen, weil die den jüdischen Flüchtlingen aus Europa geholfen haben. So hat sich ein Kontakt gebildet. Und der war von Anfang an, hat sich in diesem engen Kontakt das Religiöse und das Politische ganz stark miteinander verbunden. Und das ist sozusagen der Grund. Aber davon wusste ich als kleines Kind praktisch nichts. Das habe ich erst sogar nach dem Tod meines Großvaters gehört, dass der auf seinen Wunsch alle seine 4 Enkel in seinem Beisein dort getauft worden sind, in der First Unitarian Church in Los Angeles. Und Sie haben herausgefunden, warum ihm das so ein Anliegen war? Ja, das war, weil er sowieso, er kommt ja aus dem Luthertum, aus dem Europäischen her und hat das aber ziemlich abgelegt gehabt. Man merkt schon in seinem Schrifttum, dass das dann auch mehr und mehr also Ethik und auch eine gewisse Religiosität eine Rolle spielt, immer mehr. Aber dann unter dem Schock der Emigration des Zweiten Weltkrieges, vor allem im fernen Kalifornien, und als der Krieg immer schlimmere Formen angenommen hat, hat das ihm natürlich schon auch eine innere Stütze gegeben. Und er hat sogar bis ein halbes Jahr vor seinem Tod noch korrespondiert mit dem Reverend, mit dem Minister, dem Pfarrer von Los Angeles und gesagt, Ihre Kirche ist mir, die am nächsten an meinem Herz gewachsen ist, weil sie diese Offenheit und diese Toleranz in alle Richtungen gehabt hat. Sie hatten ein sehr enges, ein sehr gutes Verhältnis zu Ihrem Großvater. Wir haben hier ein Bild. Können Sie etwas zu diesem Bild sagen? Wo wurde das aufgenommen? Das ist in Kalifornien, in dem Haus in Pacific Palisades, wo ich dann eben meistens, vielleicht sagen wir so, ein Drittel der Zeit oder ein Viertel pro Jahr dort verbracht habe von meinen Eltern. Ich wohnte ja an sich bei San Francisco mit meinen Eltern, aber war eben da auch sehr viel. Und das war die ganze Zeit, seitdem ich 2 bin eigentlich, bis ich mit 9 Jahren, das ist ja vielleicht noch ein bisschen vorher, aber mit 9 Jahren dann für immer Amerika und damit auch das Haus verlassen habe. Genau. Ja. Christine Mann, wie war denn das bei Ihnen? Wurden Sie religiös erzogen? Ja, ausgesprochen. Also für meine Mutter war das sehr wichtig. Wir sind aufgewachsen mit Abendgebet, mit Tischgebet. Und als das dann zu primitiv wurde, hat meine Mutter von den Psalmen eigene Gebete dann oder so Psalmenstellen gesammelt, die man bei Tisch vor Mittagessen vorliest und so. Mein Vater
kam nur sehr selten mit in die Kirche. Ich meine, wir sind auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, das nicht. Ich bin öfters in den Kindergottesdienst gegangen und habe das schön gefunden. Und wenn mein Vater dann nicht mitkam, der kam an Weihnachten, kam er mit, an Ostern manchmal, aber ansonsten nicht so viel, dann haben wir ihn auch gefragt. Und er sagte, ja, weißt du, die Religion, das ist schon was... ist schon recht, aber für mich ist das nicht so genau das Richtige. Und wenn wir ihn aber gefragt haben, ob wir denn gar nicht an Gott glauben würden, so als Kinder so ein bisschen entsetzt und so, dann sagte er, nein, so einfach ist das nicht. Das ist viel komplizierter. Und dann kam eine Erklärung dazu? Später kam dann schon ein bisschen mehr Erklärung. Aber eigentlich, er hat uns selber wenig gesagt, was er wirklich denkt. Er hat nur gesagt, dass also diese Religion mit ihren vielen Bildern für viele Leute sehr wichtig ist. Aber er denkt eben abstrakter und so. Die eigentliche Erklärung, die haben wir mal zusammen gehört auf einer DVD, erst lange nach seinem Tod, in einem Interview mit Eike Christian Hirsch. Im evangelischen Rundfunk, auch so eine evangelische, wo er dann sagte, ja, man kann mit der Seele eines anderen Menschen mitschwingen wie mit der zentralen Ordnung. Und die zentrale Ordnung ist für ihn eigentlich so eine Vorstellung von, dass das ist, was wir einfach religiösen Menschen als Gott bezeichnen würden oder sowas. Und er wurde dann von Eike Christian Hirsch dann gefragt, ob er das nicht doch ein persönlicher Gott sei, und dann meinte er, nein, persönlicher Gott nicht, aber man kann zu dieser zentralen Ordnung in Beziehung treten. Man kann mit ihr mitschwingen, man kann Kontakt aufnehmen und sich sozusagen bewusst da mit reinstellen. Also so haben wir es verstanden damals. Ja, und das erinnert mich ja sehr an das, was der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber gesagt hat. Die Ich- und Du-Beziehungen ist das Entscheidende und der Schnittpunkt aller verlängerten Ich-Du-Beziehungen ist das Ur-Du. Und das ist für ihn Gott gewesen. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Sache. Man kann von verschiedenen Seiten immer wieder zu diesem Ergebnis oder zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Ich habe damals, nachdem wir das gehört hatten, mal versucht, das aufzumalen irgendwie, um mir klar zu werden. Und habe also ich hatte damals einen Malkurs mitgemacht, habe also erst mal so vom Foto her ein Porträt meines Vaters und dann daneben eine zentrale Ordnung, lauter Pünktchen, also in Sternform. Und dann dachte ich, es ist ja eigentlich scheußlich, scheußliche Vorstellung. Und dann, aber eine Weile später wurde mir deutlich, nein, man kann ja mit dem mitschwingen und zu dem in Beziehung treten. Dann habe ich also einen schwingenden, vielfarbigen Hintergrund gemacht auch und so die Beziehung mitgemalt. Und damit konnte ich dann leben. Das heißt, dieses Mitschwingen können, das wurde dann für mich so, dass ich es akzeptieren konnte. Und das hat offenbar auch ein ästhetisches Moment darin. Ja, auch, aber eben insbesondere das Moment des Schwings und der Bewegung und der Beziehung. Und die Beziehung ist ganz wichtig eben auch. Und da haben wir dann noch öfters Auseinandersetzungen gehabt. Ich hatte mit dieser zentrale Ordnung so als eine Vorstellung, das könnte was Statisches sein, konnte ich nichts damit. Dachte, das wäre so irgendwo ein komisches Dogma. Aber dann, als ich hörte, jetzt erst eigentlich vor einiger Zeit, dass das eben ein schwingendes Moment drin ist und das auch in Beziehung gesetzt habe mit dem daoistischen Qi, dieses Qi, das Schwung, kann man ja so übersetzen. Da dachte ich, aha, das sieht jetzt für mich ganz anders aus. Ja. Sie sind ja in einem protestantischen Haushalt, in einer protestantischen Familie aufgewachsen und haben dann aber zum Katholizismus konvertiert. Was war der Auslöser dafür? Also ich habe schon während meiner Schulzeit mich immer wieder, ich bin ja ab 14 Jahren in München gewesen, habe dann auch den katholischen Religionsunterricht von meinen Freundinnen her darüber gehört und so und habe
in meiner Schulzeit schon überlegt, ob ich nicht katholisch werden wollte, habe es aber nicht gemacht, weil der Religionsunterricht damals doch sehr abstoßend war. Und erst als ich meinen Mann kennengelernt habe, der ja gar nicht so lange vorher auch katholisch geworden war, da bin ich mit Leichtigkeit zum katholischen Glauben übergewechselt. Und zwar so die Hauptsachen im katholischen Glauben waren zwei Sachen. In der evangelischen Religion war damals mehr als heute noch die Erbsünde betont und immer dieses, du bist ein sündiger Mensch, und man kam irgendwie nicht davon los. Es wird zwar dann immer behauptet, es gäbe auch bei den Evangelien eine Beichte oder sowas, und man könnte doch zum Pfarrer gehen, aber das war für mich nicht das Richtige. In der katholischen Kirche gab es damals noch den Beichtstuhl, und dann ging man anonym hin und konnte sozusagen sagen, was einen bedrückt, und dann war es irgendwann auch mal gut. Das war für mich eine sehr wichtige Sache. Und die andere wichtige Sache war für mich, dass man in der katholischen Kirche kniete und bei den evangelischen nicht. Und ich fand das einfach gegenüber einem Gott die richtigere Körperhaltung. Also das waren für mich so die wichtigsten Gründe, katholisch zu werden damals. Bei Ihrem Mann war ja das ganz anders. Also Sie sind nach einer Zeit, ich glaube 2009, sind Sie aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ja, ja. Was war da der Auslöser? Da waren Sie sauer? Ja. Also für mich war es war noch ein Anlass. Ich war schon seit Jahrzehnten innerlich schon emigriert, wenn man so will. Ich war Psychologe und Psychotherapeut und fand das auch schon so eine Art Fortsetzung im Sinne einer säkularisierten Seelsorge, wenn man so will. Nicht? Aber das gab für mich Religion und Kirche eigentlich in der Zeit 68 besonders dann nicht. Aber als dann dieser deutsche Papst dann als Deutscher die Holocaust-Geschichte dann so behandelt hat, dass da Bischöfe, die den Holocaust geleugnet haben, dann wieder in die Kirche zurückgeholt habe, dachte ich, nein, das geht jetzt einfach zu weit, das kann ich nicht mehr. Also Sie sprechen von Benedikt XVI. Der dann die Pius-Bruderschaft genau, die Bruderschaft wieder hereingeholt hat, naja, warum auch immer. Jedenfalls, das war für mich dann sozusagen einfach nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und Sie konnten das gar nicht nachvollziehen dann? Ich fand das auch nicht toll, natürlich. Aber ich fand deshalb gleich aus der Kirche auszutreten die falsche Reaktion, weil ich denke, diese Handlung, auch der Papst, ist was sehr Menschliches, sehr Fehlbares. Und der Unsinn ist einfach, dass er sich für unfehlbar hält. Aber das tut ja der heutige auch nicht mehr. Also eben. Also hat schon Gut, kehren wir zurück zur Quantenphysik und zu Ihrem Buch, das Sie gemeinsam geschrieben haben. Es heißt, es werde Licht. Ich halte das mal in die Kamera. Sie hatten gesagt, Sie hätten sich fast 25 Jahre lang nicht mehr mit der Physik oder der Quantenphysik beschäftigt und haben jetzt wieder den Faden aufgenommen. Warum? Also das war eigentlich mein Impuls. Im Jahr 2000 wurde gefeiert 75 Jahre Quantenmechanik, und 2001 war dann der 100. Geburtstag meines Vaters. Und da sind mir dann die Fragen wiedergekommen, die mir früher schon wichtig gewesen waren. Und zwar 1975, relativ kurz vor seinem Tod, hat mein Vater noch mit uns einen Spaziergang gemacht, und wir haben ihm erzählt, was wir für die Physikprüfung lernen sollten. Und wir hatten damals in Münster studiert, und dieser Fachbereich war sehr marxistisch-leninistisch ausgerichtet. Und deshalb lernten wir als Entwicklungspsychologie auch, wie die Welt entstanden ist. Und es wurde eben beschrieben, dass die Welt eben aus der Materie, dann das Leben irgendwann zufällig entstanden ist, daraus die Wahrnehmung und daraus die Psyche und dann unser Denken. Und dass das alles also eigentlich rein materiell basiert ist. Und das haben wir dann meinem Vater erklärt. Und er sagte, ja, genauso sehe ich das eigentlich auch. Das heißt, ich habe 1942 ein Buch geschrieben,
Das Manuskript liegt noch in meiner Schublade, das war also noch nicht veröffentlicht. Und da beschreibe ich die Entstehung der Welt eigentlich genauso. Nur die Materie ist nicht das, was man sich unter Materie vorstellt. Das sind eben keine kleinen Krümelchen, sondern Materie ist eigentlich eine Art Energiekonzentration in einem größeren Feld und hat bestimmte Strukturen. Und wenn man eben in die Ebene unterhalb der Atome eintritt und die Elementarteilchen dazu erforscht, dann merkt man, dass das Strukturen sind von einer unglaublichen Schönheit und dass eigentlich unsere Welt mehr auf dem Geistigen basiert. Also Strukturen sind ja eigentlich was Geistiges. Eine Beziehung innerhalb der Materie, die aber eben mehr ist als Materie, als nur Energie. Das ist schwer zu erklären, aber es ist eine geistige Grundlage. Und letztlich hat Plato in seinem Höhlengleichnis recht, der sagt, dass die Grundlage unserer Welt die Ideen sind und eigentlich was Geistiges. Heute würde man eigentlich sagen, mathematische Strukturen. Nicht? Ja, eben. Ich habe dann später auch verstanden, dass das eigentlich mathematische Strukturen sind, dass die Quantenphysik sehr stark mathematisch forscht. Sie sieht ja nur das Verhalten der Elementarteilchen auf irgendwelchen Nebeltropfenplatten, wie sie sich teilen und wieder neu bilden und so weiter. Und wenn man das berechnet, dann entstehen mathematische Strukturen, die man erkennt, und die deutet man. Deshalb ist unser Reden über Elementarteilchen schwierig, weil wir das immer mit Bildern aus unserer realen Welt bezeichnen müssen. Sie haben das im Buch aber doch sehr anschaulich gemacht, nämlich am Beispiel eines Holztisches. Und wir haben jetzt das Glück, an einem Holztisch zu sitzen. Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern. Also das war sozusagen über die Entdeckung der Tatsache, dass das Licht nicht nur als Welle existiert, sondern auch als Teilchen. Wenn wir einen Tisch sehen, dann können wir das nur, weil der Tisch schon mal eine Beziehung mit uns aufnimmt, nämlich über das Licht, was er uns reflektiert. Das Licht, was auf ihn rauskommt, hat in der Regel eine ziemlich weiße Farbe, hier ein bisschen gelblich, aber das ist eine große Lichtmischung und der Tisch ist schon so strukturiert, dass er an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Mengen von farblichen Lichtpartikeln in unser Auge schickt und damit uns informiert, hier ist Holz. Das Licht verändert damit erstaunlicherweise auch den Tisch. Wenn wir hier zum Beispiel sehr lange ein Kästchen stehen haben und nach einem Jahr da mal Staub wischen wollen, manche tun es öfters, aber gut, und das hochheben, dann ist hier auf einmal der Abdruck des Kastens oft zu erkennen, wenn es richtiges Holz ist. Das heißt, da wurde die Umgebung durch das Licht etwas dunkler gemacht und hier ist ein heller Fleck oder umgekehrt. Das ist also unterschiedlich. Und das war auch eigentlich der Auslöser dafür, dass Einstein gesagt hat, also der hat es bei dem fotoelektrischen Effekt entdeckt, bei Metallteilchen, dass kurzwelliges Licht da richtig Teilchen mit rausschlagen kann. Und hat gesagt, dann kann das Licht nicht nur eine Welle sein, wie man vorher überzeugt war seit Maxwell, sondern das muss auch Teilchen sein, müssen auch Teilchen sein. Und genau dieser Dualismus sozusagen, also das eine Sein und das andere Sein, was sich eigentlich nach unserer Wahrnehmung und Erfahrung ausschließt, das ist so ein wichtiger Befund. Ja. Man könnte vielleicht auch noch ein anderes Beispiel noch bringen, das ich mir vorgestellt habe. Wenn ich den Kreisel in eine Richtung drehe, dann dreht er in der Richtung, in der ich den Impuls gegeben habe. Wenn ich ihn in die andere Richtung drehe, in die andere Richtung. Aber auf der subatomaren Ebene drehen sich die Teilchen sozusagen gleichzeitig in beide Richtungen. Das stimmt ja überhaupt nicht mit unserer Wahrnehmung und unserer Erfahrung überein. Ja. Wie vermittelt man etwas, das so fern von unserer Erfahrung liegt? Ja, auf der subatomaren Ebene, diese
Teilchen, die sogenannten Teilchen, kann man ja eigentlich gar nicht direkt beobachten, sondern man beobachtet ihre Wirkung, ihr Verhalten und berechnet das dann. Und dann drückt man es in Bildern aus. Und gerade bei dem Teilchen-Welle-Dualismus kann man das sehr gut erklären. Mein Vater hat die Berechnung der Teilchen ermöglicht, indem er sie als Teilchen verstanden hat und dann über Matrizenrechnung festgestellt hat, wie man das ausgehend von der Teilchenvorstellung berechnen kann. Und es war ein toller Erfolg, die Rechnungen stimmten. Ein halbes Jahr später kam Ernst Schrödinger und hat gesagt, nee, so nicht, hier, ich gehe von der Welle aus und ich kann das genauso berechnen. Das heißt, man hat gesehen, man kommt zum selben Ergebnis, egal ob man von der Wellenvorstellung oder von Teilchenvorstellung ausgeht. Und auch bei physikalischen Experimenten, wenn man die Versuchsanordnung in einer bestimmten Weise macht, bekommt man nachher ein schönes Interferenzbild, wo man sieht, das sind also eindeutig Wellen, das Licht. Und dann macht man die Versuchsanordnung etwas anders, dann bekommt man auf einmal ganz deutlich so ein Teilchenbild mit 2 Teilchenhaufen oder sowas. Und das zeigt eben, dass wir gar nicht wirklich wissen, was die Wirklichkeit ist, sondern wir können nur in Bildern darüber reden und nur so Schlüsse ziehen, die halt unserer begrenzten Wahrnehmung und Denkmöglichkeit entsprechen. Und die Wahrnehmung und Denkmöglichkeiten sind von unserer realen Welt, von unserer makroskopischen Welt her geprägt. Und unsere ganze Sprache ist davon geprägt. Und wir können uns anders eigentlich nicht darüber verständigen. Die Mathematiker können es noch anders. Die machen es mit mathematischen Formeln. Ja, ja. Und Görnitz, also unser Physiker im Gesprächskreis, der sagt dann manchmal, ja, aber ihr könnt die Mathematik ja nicht. Mit euch muss man eigentlich eben über die Bilder sprechen. Auf eine andere Weise das vermitteln. Ja. Das war für mich auch von Anfang an eben der Punkt, wo ich sagte, da gibt es jetzt gewisse Parallelen zur Geisteswissenschaft, besonders jetzt zur Theologie, die ja auch nur in Bildern sprechen kann. Wenn es eine gute Theologie ist, die nicht Bilder, also Metaphern, Gleichnisse, Bilder verabsolutiert, zum Dogma macht und versucht noch anderen Menschen aufzuzwingen, sondern wenn sie sagen, jede Erfahrung, die wir machen, müssen wir irgendwie in Bildern kleiden, um sie auch für uns selbst, auch im Dialog mit anderen verständlich zu machen. Und das war in der klassischen Physik eben nicht so. Da ging es ja um harte Gesetze im makrophysikalischen Bereich. Das konnte man viel besser trennen von dem Geistigen, von der Theologie. Jetzt, als ich das war eine der ersten Dinge, die ich als Anfang 20-Jähriger im Hause meiner Schwiegereltern gelernt hatte, da sah ich, da gibt es wirklich ganz neue Verbindungsmöglichkeiten. Ein gemeinsamer Nenner zwischen einer so fern voneinander entfernten Dingen wie Theologie und Physik ist tatsächlich das Denken in Metaphern, dass wir die Realität wirklich nur über Bilder erkennen können, die wir selber machen und die letzten Endes auch sehr kulturabhängig sind, sehr abhängig sind von der Kultur, aus der wir entstehen. Was wäre denn so eine Entsprechung, die Sie als Bild aus der Quantenphysik wiederfinden in der Theologie? Also inhaltlich nicht, weil es sind ja ganz verschiedene Dinge. Aber allein so die Tatsache, dass ich erkennen kann, in der Physik gibt es eben, in der Quantenphysik, das meinte ich auch am Anfang, als ich sagte, das ist so kompliziert, das musste man erst mal verstehen, das muss ich immer wieder neu verstehen. Das ist ein ganz anderes Denken. Die Tatsache, dass beide eben in Bildern nur denken können, heißt, dass man die ganze Wirklichkeit, egal aus welchem Zugang heraus, nur so erkennen kann. Und dass wir zum Beispiel von Teilchen und von Welle sprechen, das ist ein Erbe der abendländisch-klassischen Physik. Das ist auch ein Stück weit dieses ganze Denken ein Erbe der aristotelischen Philosophie, auf der ja die ganze Theologie der letzten 2 Jahrtausende aufbaut. Und es ist sehr typisch, dass zum Beispiel Menschen in Asien, aus der asiatischen Kultur, Quantenphysik viel leichter verstehen können als wir. Warum ist das so? Weil sie eben nicht in dieser harten Form der aristotelischen Philosophie in bestimmten Kategorien denken, sondern sie kreisen ja eigentlich mehr so Gegenstände ein, über die sie nachdenken. Und das entspricht diesem
diesem Weltbild der Quantenphysik, die eben in diesem dualistischen System, in diesem dualen, muss man sagen, in diesem Zweier, diese Komplementarität zwischen Teilchen und Welle von Anfang an mehr beheimatet sind in ihrem Denken. Und das finde ich faszinierend, wie kulturabhängig nicht nur religiöse Anschauungen sind, sondern eben letzten Endes auch, dass die Art, wie wir physikalische Gesetze ausdrücken, auch wieder abhängig sind von unserem Denken, was wir aus der Tradition unserer eigenen Kultur mitbringen. Denken Sie, die Quantenphysik oder vielleicht besser gesagt die Befunde aus der Quantenphysik würden einem interreligiösen Dialog noch mal ganz neue Türen öffnen? Bin ich ganz davon überzeugt. Denn die Quantenphysik und die Grundlagen der Quantenphysik haben ja sehr viele Konsequenzen für unser Weltbild. Das Weltbild, was daraus entsteht, das ist ja sehr langsam, hat sich das entwickelt. Am Anfang dachte man nur, na ja, also es hängt die Ergebnisse unserer Forschung hängen von dem Beobachter, von seiner Position ab. Das war so der Anfang im frühen 20. Jahrhundert. Aber jetzt inzwischen, seitdem durch die Weiterentwicklung der Informationsbegriff noch hineingekommen ist, als Informationsursprung aller Dinge, ja, jetzt wird es nun wirklich interessant. Das verstehe ich jetzt auch noch nicht genau. Ja, das kannst du mal vielleicht sollten wir das erstmal erklären. Ja. Also man hat ja, nachdem so in den 20er Jahren die Quantenphysik erstmal entdeckt wurde, so richtig, oder entwickelt wurde, hat man versucht, allmählich rauszukriegen, welche Elementarteilchen gibt es denn. Und man hat versucht, so diesen Atomaufbau genau zu verstehen und dann genau berechnen zu können. Aber, und das hätte man seit Max Planck schon wissen können, je kleiner die Elementarteilchen sind, die man brauchte, desto komplizierter ist ihre Berechnung. Und so dass diese Suche nach dem Higgs-Teilchen zum Beispiel, das ist so das Letzte, was entdeckt wurde, war ein großer Erfolg. Aber das, was man in Anführungsstrichen Gottesteilchen nennt. Ja, genau, weil es noch unbedingt nötig war, um den Atomaufbau besser zu verstehen. Das ist aber ein Teilchen, was also so kurz nur existiert, dass man es eigentlich kaum erkennen kann, also ein Billionstel Sekunde oder irgend sowas. Und was so klein ist, dass die Berechnungen dazu ganz ungeheuer kompliziert sind. Und deshalb haben von Weizsäcker und dann in seiner Folge Thomas Görnitz eigentlich gesagt, wir müssen nicht die kleinsten Teilchen suchen. Das ist ein Irrweg, sondern wir müssen die einfachsten Strukturen suchen. Insbesondere, wenn man sagt, eben die Materie, das ist eine Energiekonzentration in einer bestimmten Struktur. Dann müssen wir die Strukturen suchen, die dem zugrunde liegen. Und das ist eine eigentlich eine zweidimensionale Informationsstruktur, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und Weizsäcker hat das noch so als Information verstanden, wie wenn wir miteinander reden, dann tauschen wir Informationen aus. Aber das passt nicht zur Physik, weil das ist immer was sehr Subjektives. Was ich Ihnen jetzt erzähle, verstehen Sie anders als er und die Zuschauer ja. Und damit kann man keine Berechnung machen. Und deshalb hat der Thomas Görnitz gesagt, es ist eine Vorinformation. Es ist die Informationsstruktur, die zweidimensionale Informationsstruktur als Grundlage unserer Materie. Und das ist sehr spannend, weil also um ein Elementarteilchen zu bilden, hat er so das berechnet. Ein Elektron zum Beispiel hat 10 hoch 30 solche grundlegenden Informationsstrukturen. Also das heißt eine 1 mit 30 Nullen dran. Zahlen, wo wir nicht mal wissen, wie man sie nennt. Aber diese Menge an Information, die in jedem Teilchen nachher ist, macht eben auch, dass die Information in unserem Leben und so für unsere ganze Welt ja die Grundlage ist. Und das kann man wieder wunderbar mit der Theologie verbinden, nicht? Machst du mal das mit? Also Sie haben ja beide Psychologie studiert, Sie haben zudem noch Musik studiert und auch eben noch Theologie und auch einige Semester Medizin. Sie haben dieses Buch zusammengeschrieben. Ich stelle mir schon nur aufgrund der Materie und aufgrund ihrer unterschiedlichen Zugänge es als ein
unglaublich komplexer Vorgang vor, wie man so ein Buch schreibt. Wie sind Sie da vorgegangen? Also es war so, ich hatte ja 2 Bücher vorher geschrieben, zwar sowohl über die Religion, das Versagen der Religion, ein sehr kritisches Buch. Das haben wir da. Ich kann das vielleicht auch mal kurz zeigen. Das war das Erste. Das Zweite war dann eben an die Musik. Das war im Grunde ein Versuch, dieselbe Fragestellung, nämlich wie weit können wir in verschiedenen Lebensgebieten einen Lebenssinn entdecken, für uns entdecken, aber auch im Dialog mit andersartig denkenden Menschen. Wie können wir das im religiösen Bereich machen? Ist der religiöse Bereich wirklich der einzige? Gibt es nicht noch eigene Bereiche? Einstein hat ja diesen schönen Satz gebildet, er sagte, alle Religionen, Künste und Wissenschaften sind Zweige desselben Baumes. Das habe ich, den Spruch habe ich erst später kennengelernt, aber so gedacht habe ich im Grunde so. Dann habe ich deswegen in der Musik jetzt genau das Gleiche auch gesucht, was ich in der Religion gesucht habe. Also Sinngebung, wie weit ist Musik, ist es nur hat er nur einen ästhetischen Wert, einen Wellnesswert, einen Schönheitswert, oder hat es auch einen Wert, dass wir gewisse Werte auch entdecken durch das Hören, durch die Rezeption von Musik, durch das Studium von Musik, durch das selber Spiel. Und dann kam mir die Frage nach dem zweiten Buch, ja, wie ist es in der Wissenschaft? Da habe ich mich daran erinnert, schon eben als Mit-20-Jähriger mich mit Quantenphysik befasst zu haben. Ich habe auch immer schon, seitdem ich angefangen habe, so um 2000 herum, mich überhaupt mal wieder mit religiösen, spirituellen Fragen zu befassen, habe ich mich schon immer, wir haben ja dann zusammen auch mal über Quantenphysik damals gesprochen, aber noch nicht so viel. Das kam ja dann der 100. Geburtstag und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt möchte ich, das der dritte Teil, der fehlt noch. Das kann ich aber nicht, ich bin kein Physiker. Und dann haben wir so mal überlegt, wie könnte man sowas machen, wen könnte man mit einbeziehen? Und da kam das Angebot von ihr, ja, wollen wir das nicht zusammen machen? Und da habe ich gedacht, schau eine an, sie ist zwar nicht Physikerin, aber sie hat ein physikalisches Sinn, ein Know-how oder irgendwie von der Herkunft. Und wir haben da schon viel miteinander gemacht. Probieren wir es mal. Und dann haben wir das ziemlich schnell, aber eben zu schnell angefangen. Da kannst du wieder anfangen. Naja, der Anfang war so, ich hatte das vorgeschlagen und akzeptiert. Und dann haben wir so ein bisschen rumspintisiert, wie denn das Buch aufgebaut sein könnte. Und ich dachte, naja gut, in den nächsten 14 Tagen werden wir mal das aufschreiben und so. Am nächsten Tag kam mein Mann und sagte, du, ich habe hier schon mal das Inhaltsverzeichnis aufgeschrieben. Du kannst gerne noch was dazufügen, wenn du willst. Und dann habe ich etwas mohrend erstmal zugestimmt. Dann haben wir angefangen zu schreiben oder haben überlegt, wie man das, also dass man anfängt. Und 3 Tage später kam mein Mann und sagte, du, ich habe hier schon mal was geschrieben, du kannst es dir mal angucken und wenn das so geht, können wir ja so weitermachen. Und dann fand ich, nee, also so ist das nicht. Ich möchte meine Vorstellung gerne stärker unterbringen und habe also ein bisschen gemotzt. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, eigentlich hast du recht, den nächsten Abschnitt schreibst du doch mal. Und ich habe sowieso im Moment was anderes zu tun. Ich bin eben einfach viel langsamer, nicht? Ich bin nicht so geübt im Schriftstellern. Und dann habe ich angefangen und dann haben wir wirklich so gearbeitet, dass angefangen vom Inhaltsverzeichnis, was auch noch mal sehr verändert wurde, dass wir bei allen Sachen erstmal überlegt haben, was muss da rein, wer schreibt es. Und der eine hat losgeschrieben, hat es dem anderen per E-Mail geschickt, sodass er das schriftlich hatte. Und dann haben wir es durchkorrigiert, ergänzt, gestrichen, je nachdem, was wir fanden. Und wieder zurück. Alle Teile gingen mehrfach hin und her und es wurde wirklich ein sehr gemeinsames Buch. Also auch aber es ist trotzdem eine sehr strukturierte Art, wie Sie da vorgegangen sind. Genau. Ich möchte jetzt gerne noch von Ihnen hören. Sie haben eben angesprochen, Sie hätten die Suche nach dem Sinn in diesen verschiedenen Bereichen unternommen. Wo haben Sie den Sinn gefunden? Also gefunden habe ich insofern nicht, als niemand den Sinn wirklich finden kann, sondern eigentlich mehr den Sinn für sich selber oder eine Andeutung davon oder auch Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Bereichen zu entdecken und sagen, ja, hier scheint wirklich etwas sehr Wichtiges zu sein. Ich glaube, dass zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel, es gibt ja viele Konsequenzen aus der Quantenphysik für unser Weltbild. Eines zum Beispiel, mal am nächsten am Menschen, ist die Frage, haben wir einen freien Willen? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, sind wir nur eigentlich so eingeschachtelt und determiniert, wie die klassische Physik immer sagt? Gibt es das, was der Laplace einmal gesagt hat, zur Zeit, also oder
nach Newton gesagt hat, also wenn es eine Außenstelle gibt, die sozusagen das ganze Weltgeschehen überblickt, dann kann der von einem Zeitpunkt auf den nächsten, egal wie weit er weg ist, schon schließen, wie es dann genau aussieht, weil ja alles in sich determiniert ist. Der ist so toll im Kopfrechnen, dass er das alles kann. Nicht? Und das ist ja nun durch die Quantenphysik widerlegt worden. Der Determinismus ist im mikrophysikalischen Bereich wirklich widerlegt. Das ist das Kausalprinzip. Also das heißt, wir können nicht klar Ursache und Folge, Ursache und Konsequenz immer klar aufeinander zurückführen. Jedenfalls nicht im feinen, kleinen, sozusagen im subatomaren Bereich können wir das nicht mehr. Und wir bestehen ja nun mal aus subatomaren Partikeln letzten Endes. Alles ist aufgebaut auf dem Prinzip der Atome und Quanten und Quantenbits und so weiter. Und das heißt also, das gibt einen neuen Input gewissermaßen. Wir müssen uns vorstellen, dass das, was wir tun, nicht immer nur schon geregelt ist, sondern dass wir auch eine gewisse Freiheit haben, Dinge so zu tun, wie wir sie wollen. Dass es Prinzipien wie Kreativität, Intuition, Inspiration, sogar ahnungsweise sich vorstellen, was in Zukunft geschieht, obwohl es noch gar nicht geschehen ist, dass wir das können. Und das gibt uns einen ganz anderen Input so an einer Verantwortung nachgehen, einer freien Verantwortung für unsere Mitmenschen, für die Welt, für die Umwelt und so weiter. Und das ist eine völlig andere Situation, als wenn man sagt, es ist immer schon alles vorbestimmt, wir können uns zurücklehnen, wir können eh nichts machen, der Weltenlauf geht irgendwie. Und das fand ich ein sehr wichtiger Punkt, den man in all diesen Bereichen wiederfinden kann. Aber wäre das nicht gerade eine Entsprechung aus der Theologie? Also dieser Sündenfall im Paradies, der ja offenkundig diesen freien Willen manifestiert. Nur, ja, aber das ist der Ursprung gewesen. Wenn wir aber sehen, was jetzt zum Beispiel, es ist ja nur ein Beispiel, was aus dem Christentum geworden ist, da plötzlich landet diese Theologie in der Prädestinationslehre von Calvin, der sagt, alles ist vorbestimmt. Das heißt, dieser Kausalprinzip, der in der neuzeitlichen Naturwissenschaft vorhanden ist, jetzt kommt ein Theologe und sagt, im 16. Jahrhundert es ist alles von Gott her vorbestimmt. Und das ist genau ein Punkt, den die Theologie wieder aufbrechen musste. Und dieses mit der Freiheit in der Theologie ist das so eine Sache. Der Luther hat ja auch gesagt, die Freiheit eines Christenmenschen, er ist frei, aber er ist gleichzeitig auch Knecht. Es ist beides. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Vielleicht muss man noch erklären, inwiefern das mit der Quantenphysik zusammenhängt. Das haben wir vorher noch nicht erklärt. Also die Elementarteilchen sind ja gar nicht solche Teilchen, haben wir gesagt, sondern sie sind eben auch in einem Feld. Sie sind nicht ursprünglich lokalisiert. Und wo sie sich dann, wenn es faktisch wird, lokalisieren, das ist eben nicht festgelegt, sondern da gibt es immer wieder Unterschiede. Der Tisch hier, der verrückt nicht plötzlich, weil die Elementarteilchen alle in dieselbe Richtung sich entwickeln, weil es einfach so viele Elementarteilchen da beteiligt sind, dass man feststellen kann, der bleibt schön brav stehen. Aber bei den einzelnen Teilchen, da gibt es eben durchaus den Zufall, wo wird eine Sache lokalisiert und damit die Unbestimmtheit. Und die ermöglicht eben den Grad der Freiheit, den die Welt überhaupt braucht, damit aus der Natur die Evolution verschiedene Dinge entwickeln kann, damit sich das in der Vielfalt entwickeln kann und die auch wir brauchen im Denken, um eben einen freien Willen zu haben. Und die Elementarteilchen verhalten sich überhaupt an vielen Stellen ähnlich wie unser Bewusstsein. Und es ist ja auch die Theorie, dass wenn Information die Grundlage unserer Welt ist, dann geht das Bewusstsein aus derselben Wurzel hervor wie Energie und Materie und hat auch sehr viel von den Elementarteilchen. Zum Beispiel eben das Unbestimmte, dass viele Sachen gleichzeitig möglich sind in unserem Bewusstsein. Dass Intuition, dass so plötzlich neue Ideen auftauchen oder so, das hängt alles mit dieser Elementarteilchenstruktur zusammen und ermöglicht diese neue Freiheit im Denken. Und ja. Nur mit einem ganz wichtigen Punkt, ein vorsichtiger Punkt ist,
auch da, wenn es so ist, dass da einfach große Zusammenhänge sind. Der Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir vom Endprodukt dieser Evolution, nämlich dem Bewusstsein, zu schnell wieder auf die Naturgesetze zurückgehen und dann uns sagen, also die Quantenphysik beweist also, dass wir einen freien Willen haben. Und das ist grundfalsch. Das ist grundfalsch. Sondern, wie würden Sie es dann formulieren? Sondern ich würde so formulieren, das Neue an der Quantenphysik ist, dass sie die Freiheit des Willens nicht ausschließt. Das hat nämlich die klassische Physik ja immer getan. Und hat gesagt, naja gut, wenn es so Spinner gibt, die behaupten, wir haben einen freien Willen, dann sollen sie das denken. Das hat aber mit unserer Naturwissenschaft und Naturgesetzen nichts zu tun. Die Quantenphysik sagt, der freie Wille ist nicht etwas, was wir aus der Quantenphysik direkt beweisen können. Wir können eine Grundlage liefern. Wir können sagen, der Determinismus ist sozusagen jetzt gestoppt, ist jetzt in bestimmten Bereichen nicht mehr vorhanden. Aber wenn wir jetzt daraus schließen, dass wir einen freien Willen haben, dann ist das eine Möglichkeit. Wir haben bei allen Dingen, allen philosophischen Dingen in unserem Buch immer gesagt, es ist nicht auszuschließen, es ist möglich. Man kann sagen, man kann daraus schließen, aber wir haben nirgends behauptet, dass das so ist, dass es einen freien Willen gibt oder dass Intuition etwas ist, was zwingend aus der Quantenphysik folgt. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn sonst passiert es sehr leicht, dass Esoteriker daherkommen und sagen, es ist ja quantenphysikalisch erwiesen, dass wir Nahtoderlebnisse haben. Ja, das würde mich jetzt gleich als nächstes interessieren. Sie haben sich sehr früh im Buch ganz klar von der Esoterik abgegrenzt. Stichwort Quantenheilung ist so eines dieser Dinge, die im Moment auch en vogue sind und die aber offenbar doch auch einen Zeitgeist treffen. Ja. Wo stehen Sie da? Sagen Sie, nein, das ist jetzt überhaupt nicht das, was wir meinen? Oder hat es doch irgendwo etwas auch damit zu tun? Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir ganz klar sagen, es kann etwas damit zu tun haben. Es ist auch, was wir sehr auch vorschnell umgekehrt als Halluzination oder Wunschdenken bezeichnen, das kann eine gewisse Wurzel ja darin haben. Aber es ist nicht so, dass es so ist und dass wir sagen können, jetzt haben wir denn das Ei des Kolumbus gefunden, jetzt wissen wir, dass es so ist. Das ist genau der Trugschluss. Das ist sehr verführerisch, so zu denken. Jetzt haben wir endlich was Neues, jetzt können wir alles daraus ableiten. Und da müssen wir mit unserem Bedenken bescheiden bleiben und sagen, ja, also es ist eine neue Chance, diese Dinge mit einzubeziehen, aber wir müssen ganz klar immer noch die Begriffe trennen, so wie wir auch die Methodik trennen zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Nach wie vor ist es so, dass die Naturwissenschaft arbeitet sozusagen mit einem methodischen Atheismus. Das heißt, Gott darf nicht einbezogen werden, direkt methodisch. Das heißt aber nicht, dass wir trotzdem einen Atheismus überwinden können. Aber das ist dann nicht mit Direktsache der Naturwissenschaft. Sie haben Ihr Buch, das wir vorhin nur ganz kurz angesprochen haben, untertitelt sozusagen mit Betrachtungen eines Gläubigen. Warum diese Selbstdeklaration? Da habe ich dann auch versucht, im Buch selber das zu definieren. Das heißt, also wer nur den Titel liest, der kann es noch nicht verstehen, der muss also lesen. Nicht? Gläubig heißt für mich nicht die Annahme bestimmter Lehren und Dogmen, die gelehrt werden. Das ist ein Gegenbegriff für mich. Sondern wenn man Glaube jetzt definiert als Vertrauen auf, dass es etwas gibt, was wir jetzt raumzeitlich nicht erkennen können, dass es so etwas gibt und dass wir nur über bestimmte Wege wie Denken in Metaphern dahin kommen, dann würde ich mich als gläubig bezeichnen. Aber nicht im Sinne jetzt, wie die Kirche lehrt und der Pfarrer sagt und daraus schließe ich, aha, das nehme ich jetzt an. Das ist für mich ein Glaube, der zu wenig auf Erfahrung, auf eigene persönliche Erfahrung, auf theologische Erfahrung beruht. Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sich auch als gläubig bezeichnen? Das kommt darauf an, was man unter Glauben versteht. Nicht? Also es ist ganz klar, dass für mich eine Beziehung zu einer Transzendenz was ganz Wichtiges ist. Ob ich jetzt da diese einzelnen Aussagen glaube, ich bilde mir mein eigenes Bild davon. Ich verstehe es als Metaphern zum Teil, ich verstehe es als wichtige Aussage. Trotzdem sehe ich mich eigentlich als sehr im Christentum verhaftet und das ist für mich so das Zentrum meines Lebens. Aber eben nicht der Glaube, sondern das drüber nachdenken, das in Beziehung treten, das Meditieren und solche Sachen. Und ich glaube, dass diese Sichtweise
im Sinne von Vertrauen und nicht jetzt Annahme oder Übernahme von dem, was uns vorgekaut wird, dass das auch ganz wichtig ist im Verständnis der verschiedenen Religionen miteinander. Wenn wir das klar haben, dann ist eigentlich zwischen der Intention, die verschiedene Religionen haben, letzten Endes gar kein Unterschied. Der Unterschied liegt in den Kulturen, in der die Religion sozusagen aus der heraus entstanden ist und die sich verfestigt haben. Und das sind auch wieder die Begriffe, die wir dann rechthaberisch gegen andere Begriffe verteidigen, statt zu hören, man kann das so ausdrücken, man kann es so ausdrücken oder ich drücke es so aus und man könnte sich doch verständigen, dass da ein gemeinsamer Nenner ist. Das ist, finde ich, sehr wichtig für diesen Glaubensbegriff. Das wäre noch einmal ein Plädoyer für mehr interreligiösen Dialog. Ja. Sie haben vorhin schon mehrfach diesen interdisziplinären Gesprächskreis angesprochen. Was genau ist der? Was bezweckt der? Also wir haben ja den vor 5 Jahren etwa so gegründet, weil ich da so im Gespräch war mit dem einen und dann mit dem anderen. Und dann dachten wir, eigentlich könnten wir ein Biologe, der gleichzeitig mal Theologe gewesen ist, dann eben ein Physiker, dann wieder jemand anders. Man könnte die mal zusammenbringen. Dann haben wir mal 2 Leute zusammen eingeladen. Und dann ging das irgendwann los, dass eine der anderen fragte, würden Sie eigentlich sagen, dass das Leben schon beim Virus anfängt oder erst bei der Bakterie? Dann hat der schön geantwortet. Aha, dann haben sie sich verständigt. Und dann haben die sich gut verstanden und haben gesagt, ach, wir könnten uns doch mal vielleicht zu dritt oder vielleicht noch zu viert treffen. Oder mit den Frauen dazu oder so. Ne? War ja auch verheiratet, der hatte eine Sozialarbeiterin zur Frau. Da haben wir uns zu viert, zu fünft mal zusammengesetzt, da kam noch jemand dazu. Und so ist dieser Gesprächskreis entstanden. Und dann haben wir eigentlich immer im Grunde über die Fragen, die in unserem Buch jetzt so kreisen, haben wir immer wieder jedes Mal aus einer anderen Richtung an diese Frage sind wir rangegangen. Und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang sagte, das ist ein Prozess, der über Jahre geht, wo man immer wieder denkt, jetzt habe ich was verstanden, beim nächsten Mal, ach nee, das ist auch noch, jetzt verstehe ich es noch besser. Ja. Und das ist eine ganz hilfreiche Plattform, sich so zu verständigen. Ohne diese Verständigung hätten wir das Buch nie geschrieben. Gibt es einen Output von diesem Gesprächskreis? Gibt es da noch in irgendeiner Form Protokolle oder wo man sozusagen teilhaben kann an dem, was die einzelnen Leute aus ihrer Anschauung her einbringen? Also es sind halt verschiedene Bücher in der Zeit entstanden. Ja. Von dem Thomas und Brigitte Görnitz ist dieses von der Quantenphysik zum Bewusstsein entstanden, wobei eben Thomas Görnitz dieser Physiker ist, der auch dieses mit der Information als Grundlage vertritt und seine Frau ist Psychoanalytikerin und kann daher vom Bewusstsein und Tierärztin und von der Medizin her sehr viel beitragen. Und das ist auch in der Weise in Gemeinschaftsarbeit entstanden, dass wir anderen Unwissenderen dann immer wieder die Folie waren, worauf ja, versteht ihr das? Und wenn wir sagten, also das ist für uns nicht zu verstehen oder so, dann wurde auch wieder was geändert, um es verständlich zu machen. Und das letzte Buch von den Görnitzens, was wirklich auch im Gesprächskreis diskutiert wurde, ist Und Gott würfelt doch. Genau, dieser bekannte Ausspruch von Albert Einstein. Albert Einstein, Gott würfelt nicht, ist umgedreht als Gott würfelt doch, wo er dann versucht, eben diese quantenphysikalischen Sachen zu... Und sie bewegt sich doch, ist auch noch sozusagen dahinter von Kopernikus. Ja. Genau, da geben Sie mir jetzt gleich das Stichwort. Wenn ich mir vorstelle, wie lange es gedauert hat von der Erkenntnis des Galileo Galilei, bis sich bei uns die Erkenntnis und die Vorstellung der Erde als Kugelgestalt verinnerlicht und als Allgemeinwissen durchgesetzt hat. Was denken Sie, wie lange dauert es, bis sich die quantenphilosophischen oder quantenmechanischen Erkenntnisse in der Allgemeinheit durchsetzen? Man muss ja auch schon vorher vorausschicken, Kopernikus und dann erst recht Galilei, der das ja wirklich gemacht hat, indem er mit dem Fernrohr den Weltraum betreten hat. Kopernikus hat ja nur gerechnet. Aber wie lange das gedauert hat, bis Aristarch von Samos, der alte Grieche, der hat das ja auch schon gesagt. Nur natürlich nicht berechnet und nicht wissenschaftlich, aber er hat das schon philosophisch gedacht. Er hat auch mit den Brunnenmessungen da hat schon eine Menge gemacht. Der damaligen naturwissenschaftlichen Basis begründet. Aber das ist von der Kirche wieder zugedeckt worden, weil die Aristoteles gefolgt ist, der das eben nicht gesagt hat, und anderen
Ptolemäus, der hat das ja auch behauptet, dass immer noch die Sonne um die Erde dreht und so weiter. Das sind Zeiten, die es braucht, bis sowas lange sich verreift. Es gibt aber auch geschichtliche Widerstände, wenn eben solche Strömungen wie die Kirche das blockiert. Und deswegen würde ich sagen, die Quantenphysik ist ja erst 100 Jahre alt, etwa ungefähr. Das ist der Anfang und es hat sich schon so viel entwickelt, bis das mal in den Schulbüchern alles ist, was wir bei Thomas Görlitz nachlesen können. Wir haben das auch schon mal so gesagt. Ach ja, in 100 Jahren, unsere Urenkel werden es vielleicht noch erleben, die werden vielleicht damit sogar in der Schule aufwachsen. Das dauert und auch weil wir nicht so gewohnt sind, in diesen Kategorien zu denken. Da möchte ich auch ganz gerne noch was zu unserer Esoterik-Diskussion vorhin ergänzen. Die Elektrizität wurde auch schon im Altertum entdeckt. Also wenn sie Bernstein auf weiche Tücher gerieben haben, dass dann Funken sprühen. Das war ein interessantes Phänomen und manche haben gesagt, sowas gibt's gar nicht und so weiter. Es hat über 2000 Jahre gedauert, bis daraus eine richtige Wissenschaft wurde, die wir nutzen können und die unsere Technik wirklich ermöglicht. Ich denke, auch in der Esoterik sind manche Aussagen drin, die genauso nicht falsch sind wie damals das Wissen über Elektrizität. Aber es sind Einzelphänomene und bis man das wirklich erforscht hat, man braucht dazu ganz andere naturwissenschaftliche Methoden noch. Das kann auch 2000 Jahre noch dauern. Aber wir können jetzt nicht sagen, das stimmt alles. Wir können aber auch nicht sagen, das ist alles Mumpitz.